Und damit hallo und herzlich willkommen zur NASCAR Whelen Euro Series 2022. Wir sind bereit für das Regular Season Finale auf dem Circuit Zolder in Belgien. Und wir schauen heute auf die beiden Euro NASCAR 2 Rennen, die hier auf diesem traditionsreichen Kurs direkt an der deutsch-niederländischen Grenze stattfinden werden. Natürlich im Fokus unser Luxemburger Gilles Linster. Doch bevor wir in die Action reinschauen, gibt es erst einmal einen Rückblick, was in dieser Saison bisher so passiert ist. Das hier ist der Auftakt auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia. Vladimiros Tsortzis gewinnt da das erste Rennen. Im zweiten Lauf ist es dann der Newcomer Alberto Nascar in der Startnummer 88, der den Sieg einfährt. Dann sind wir beim NASCAR Grand Prix von Großbritannien in Brands Hatch. Wieder haben wir Alberto Nascar an der Spitze. Im zweiten Rennen siegt zum ersten Mal in seiner Karriere Liam Hesemanns. Weiter geht's auf dem Autodromo di Vallelunga in Italien. Alberto Nascar, der Rookie, führt seine Siegesserie fort. Unglaublich, der Italiener richtig stark. Dasselbe gilt aber auch für Liam Hesemanns aus den Niederlanden. Er gewinnt das zweite Rennen. Zuletzt waren wir auf dem Autodrom Most unterwegs in der Tschechischen Republik. Alberto Nascar schaffte es da mit einem unglaublichen Doppelsieg, seine Tabellenführung auszubauen. Er liegt auf Platz 1 vor Hesemanns, Dubek und Tsortzis. Und wir sehen, dass Gilles Linster mit 205 Punkten auf dem Konto aktuell auf Platz 8 liegt. An einem Rennwochenende haben wir insgesamt 4 Rennen, 2 in der Euro NASCAR Pro, 2 in der Euro NASCAR 2. Heute schauen wir auf die beiden Euro NASCAR 2 Rennen, die hier auf dem Circuit Zolder über die Bühne gehen. Wir sehen zahlreiche Zuschauer hier an diesem Kurs. 4 Kilometer ist er lang. Wir haben die legendäre Villeneuve-Schikane. Das sind die Kurvenkombinationen 8, 9 und 10. Und ansonsten geht es hier rauf und runter. Es ist eine sehr traditionsreiche Strecke mit einem großartigen Layout. 15 Runden werden gefahren und wir haben unserem Luxemburger Gilles Linster zum ersten Mal in seiner Karriere auf der Pole Position. Der Pole Award, der geht eben an die Startnummer 56 und er sagt, ja, es ist einfach nur großartig. Wir hatten zu Beginn des Qualifyings unsere Probleme, weil wir auf Slicks unterwegs gewesen sind, obwohl die Strecke noch relativ nass war. Dann ist die Ideallinie aber immer weiter abgetrocknet und dann haben wir es geschafft, die schnellste Zeit in den Asphalt zu brennen. Es ist unglaublich. Es war so ein klitzekleines bisschen ein Poker unseres Teams von Cal Racing. Also, wir haben zum ersten Mal Gilles Linster aus Luxemburg auf der Pole Position. 3 Jahre fährt er schon in der Euro NASCAR und jetzt hat es endlich mal für den Pole Award gereicht, den er jetzt zu Hause in Luxemburg in seinem Trophäenraum schön präsentieren kann. Klar, wir haben noch eine schöne Pre-Race-Show hier, aber dann geht es rein in die Action. Gilles Linster startet direkt neben Alberto Nascar, neben dem Euro NASCAR 2 Championship Leader. Dahinter dann Leonardo Collavita und Ulysse Delson in der zweiten Reihe. Rechts im Bild die gelb-blaue Startnummer 56. Das ist Linster. Auf der linken Seite in schwarz-weiß-rot. Das ist Alberto Nascar. Los geht's! Green Flag ist in die Air. Das Rennen ist eröffnet und Linster kann hier seine Führung in Turn 1 richtig stark verteidigen. Der Luxemburger hat dann einen richtig guten Start erwischt in seinem Chevrolet Camaro von Cal Racing aus Italien. Alberto Nascar auf Platz 2. Die beiden sind bei Cal Racing Teamkollegen. Also da erwarten wir jetzt nicht, dass da mit den härtesten Bandagen gekämpft wird an der Spitze. Aber dennoch, Alberto Nascar hat natürlich vor, hier seine Tabellenführung auszubauen. Nach diesem Regular Season Finale auf dem Circuit Zolder werden alle Fahrer ihre 2 schlechtesten Ergebnisse streichen. Und dann geht es mit diesem Punktestand zum Finale auf dem Automotodrom Grobnik in Kroatien Ende Oktober. Und da werden dann doppelte Punkte vergeben. Also es ist extrem wichtig, hier nochmal eine gute Performance zu zeigen. Und dann werden, wie gesagt, die 2 schlechtesten Ergebnisse rausgestrichen. Linster verteidigt hier auch in der Villeneuve-Schikane seine Führung. Jetzt sind wir quasi in Richtung Jackie X-Schikane unterwegs. Die letzte Kurve hier auf diesem Kurs. Und dann sehen wir auch, dass Gilles Linster hier eine schöne Führungsrunde, eine schöne Lead-Lap sammelt. Jetzt kommt der Angriff aber von Alberto Nascar, der versucht es hier in Turn 1 auf der Außenbahn. Das kann funktionieren, wenn man dann daneben ist, um sich gut zu positionieren für Turn 2. Das versucht er. Hier dachte ich eher, er geht dann nach innen, aber er versucht es da außen. Womöglich Criss-Cross-Manöver, Turn 3, Turn 4. Das hier vorne ist der Eingang von Turn 4, die beiden nebeneinander. Und dann gibt es den Führungswechsel. Alberto Nascar übernimmt Platz 1. Gilles Linster jetzt auf Platz 2 unterwegs vor Ulysse Delson.
Also die beiden Carl Racing Teamkollegen, die wechseln sich da vorne an der Spitze ab. Da gab es auch gerade nochmal den Konterversuch von Linster, aber NASCAR kann sich hier erst einmal verteidigen. Auf Platz 4 haben wir dann die Startnummer 50 von Liam Hesemanns. Das ist der engste Verfolger von Alberto Nasca im Meisterschaftskampf. Der möchte natürlich unbedingt an die Startnummer 88 herankommen und hier greift er schon nach Platz 3 von Ulysse Delson in der Startnummer 3. ADV Competition ist das Team des Euronascar 2 Champions des Jahres 2018. Und plötzlich wird Alberto Nasca hier langsamer und da versucht er aus dem Weg zu fahren. Aber dann hat er plötzlich Hesemanns neben sich, der da von Platz 4 auf Platz 2 gesprungen ist. Also Alberto Nasca mit technischen Problemen. Das Getriebe macht ihm hier einen Strich durch die Rechnung. Linster wieder auf Platz 1 und Alberto Nasca fällt hier wie ein Stein zurück. Bitter, bitter, bitter für den Championship-Leader, der damit womöglich wichtige Punkte auf Liam Hesemanns verlieren wird, der momentan hier auf der zweiten Position hinter Linster unterwegs ist. Wow, was für eine dramatische Wendung hier schon früh im Rennen. Wir sehen, dass Alberto Nasca alle da ziehen lassen muss. Das gesamte fast 30 Auto große Feld kommt da an der Startnummer 88 vorbei. Hier haben wir jetzt Liam Hesemanns gegen Linster. Es geht um die Führung, es geht um Platz 1. Hier sind wir in der Villeneuve-Schikane unterwegs. Linster ist da ordentlich am Limit. Er kämpft da mit seinem Chevrolet Camaro, den er sich mit Nicolo Rocca teilt. Rocca startet in der Euronascar Pro und hat auch da noch Chancen auf den Titel. Der Teamkollege von Linster hat bereits ein Rennen in dieser Saison gewonnen, nämlich in Valencia beim Auftakt. Und Joe Linster, der wartet immer noch auf seinen ersten Sieg in der NASCAR Whelen Euro Series. Ist heute der Tag des Luxemburgers gekommen? Da müssen wir ein kleines Fragezeichen dran packen, denn wir sehen, dass Liam Hesemanns mittlerweile sehr dicht dran gefahren ist. Jetzt haben wir hier an der Spitze also Carl Racing gegen Hendricks Motorsport, Italien gegen die Niederlande und jetzt Onboard bei Hesemanns. Kann der sich jetzt irgendwie an Linster vorbeikämpfen? Wir sind jetzt hier in der ersten Schikane drin. Dann geht es den Berg hinauf, die Kuppe herunter. Aber wir springen direkt ans Ende dieser Runde und Liam Hesemanns übernimmt Platz 1. Linster da machtlos gegen den Niederländer, der in dieser Saison bereits 2 Rennen gewonnen hat. Also jetzt die 50 vor der 56. Das war aber wieder ein richtig schönes Duell, das die beiden uns hier geliefert haben. Pure Racing, das ist das Motto der NASCAR Whelen Euro Series. Und das ist auch gerade der Grund gewesen, warum das stimmt. Toller Motorsport mit sehr puristischen Fahrzeugen, 400 PS, angetrieben sogar mit 20%igem Biosprit von VP Fuel. Dazu gibt es keine Fahrhilfen, keine ABS, keine Traktionskontrolle, kein gar nichts. 4-Gang-Haarschaltung, alles noch sehr, sehr oldschool hier in der NASCAR Whelen Euro Series. Und das ist der Grund, warum viele, viele Rennfahrer, die vorher TCR gefahren sind oder GT-Fahrzeuge gesteuert haben, diese Autos so sehr lieben. Und wirklich erstaunlich, diese Autos, die wirklich gar nichts mit Abtrieb zu tun haben, sondern mit purem mechanischen Grip, die sind auf vielen Strecken wirklich vor den TCRs auf GT4 und manchmal sogar auf GT3-Niveau. Unglaublich. Hier haben wir den Kampf um die 12. Position. Wir sind onboard bei Miguel Gomez in der 46 von Marco Stipp Motorsport. Und das haben wir jetzt gerade nicht im Bild. Direkt links daneben, jetzt kann man es so ein bisschen erahnen. Das ist Jevgen Sokolowski und das sind Teamkollegen von Marco Stipp Motorsport. Und da haben wir gerade den Reifen auf dem Dashboard gesehen. Crash hier. Jevgen Sokolowski, das Auto in Blau, kann weiterfahren. Aber hier haben wir einige Fahrzeuge involviert. Miguel Gomez sehe ich. Kasparas Vingilis und auch Matthias Hauer. Und dementsprechend haben wir jetzt hier eine Safety-Car-Phase in diesem ersten Euronascar 2 Rennen an diesem Rennwochenende. Hier haben wir Kasparas Vingilis und dann sind wir bereit für den Restart mit Liam Hesemanns auf der ersten Position. Dahinter dann Jill Linster und es geht rein in die Overtime. Green, White, Checkered, noch 2 Runden zu fahren und Hesemanns kann sich hier verteidigen. Hier sind wir bei Paul Giuffreau unterwegs. Da bekommt Christian Malczarek einen Stoß. Und dann fliegt der junge Franzose in der Startnummer 33 da über die Startnummer 11 von PKK Sport. Heftiger Unfall in Kurve Nummer 1. Alle sind sie da, aber in Ordnung. Alle haben es überstanden. Safety-Car-Phase. Wir schauen uns das Ganze nochmal an. Christian Malczarek hat da von der 69 von Melvin de Groot einen mitbekommen. Und dann fliegt hier Paul Giuffreau über den Chevrolet Camaro mit der Startnummer 11. Unglaubliche Bilder. Zum Glück ist da niemandem etwas passiert. Wow.
Das war schon ein heftiger Unfall, auch mitverwickelt die 74, der Rückkehrer Kenko Miura, der nicht nur als Fahrer in die NASCAR Whelen News Series nach 2 Jahren Zwangspause aufgrund der Coronavirus-Pandemie hier zurückgekehrt ist, sondern auch als Teambesitzer. Das Rennen endet damit unter Gelb. Wir haben die Checkered Flag. Liam Hesemanns gewinnt vor Jill Linster, der sein erstes Podium in der Euro NASCAR feiert. Auf Platz 2, das ist seine bisher persönliche Bestmarke. Auf der 3 haben wir Ulysse Delson, der hier das Podium komplettiert. Jetzt sind wir in der Victory Lane und hier feiert sich Liam Hesemanns, der damit einen großen Sprung im Meisterschaftskampf gemacht hat. Alberto Nasca ist nochmal zurück auf die Strecke gekommen. Da wurde das Getriebe innerhalb von 15 Minuten gewechselt. Jedoch hatte er keine Chance, aufgrund der Gelbphasen aufzuholen oder eine gute Runde in den Asphalt zu bringen. Liam Hesemanns sagt, es ist natürlich schade, dass wir hier unter Full Course Yellow dieses Rennen beendet haben, aber das Team hat einen großartigen Job gemacht. Ich hatte hier ein großartiges Auto und ich muss sagen, herzlichen Glückwunsch an Jill Linster, der einen tollen Lauf hier gezeigt hat. Sehr schade für Alberto Nasca, dass er da mit technischen Problemen ausgeschieden ist, aber für uns ist es natürlich ein wichtiger Schritt. Ich bin sehr glücklich, hier auf Platz 1 zu stehen. Liam Hesemanns in der Mitte, jetzt hier im Bild im gelben Rennanzug von Carl Racing, Jill Linster. In der Rookie Trophy gewinnt Hesemanns vor Pöntinen und Colavita. Wir schauen auf die Legend Trophy für Fahrer ab 40 Jahren. Da gewinnt de Groot vor Capelli und Michael Blekemoen. In der Lady Trophy, da haben wir auf Platz 1 Lully del Castello vor Alina Leubniger und Ariana Carsuli. Das war der erste Streich, der zweite folgt sogleich. Runde 10 am Sonntag steht jetzt auf dem Programm in der Euro NASCAR 2 Meisterschaft. Wir haben wieder 15 Runden. Und dieses Mal auf der Pole Position Liam Hesemanns, der die schnellste Rennrunde hier gefahren ist am Samstag. Und er sagt, ja, wir starten hier von der Pole Position. Unsere Erwartungen sind natürlich sehr hoch. Wir hatten gestern ein richtig gutes Auto, eine richtig tolle Pace. Wir sind da in den ersten 4 Runden von Platz 5 auf Platz 1 gefahren. Also es lief alles wie am Schnürchen. Wir wollen diese Chance natürlich nutzen. Wir werden versuchen, uns vorne an der Spitze festzusetzen und dieses Rennen nach Hause zu bringen. Die Zuschauer sind gespannt am Sonntag. Alleine über 11.000 Zuschauer hier vor Ort auf der Strecke am Circuit Zolder. Wir sehen hier diesen wunderbaren Gridwalk. Am Morgen gab es noch eine Autogrammstunde. Auch die war schon sehr gut besucht, obwohl es 9 Uhr war. Also die Fahrer waren da, die Fans waren da und dann gab es eben noch hier den Gridwalk. Hier haben wir Liam Hesemanns. Hier darf ein Kind sogar noch in der Startaufstellung ins Auto steigen. Also ganz ehrlich, wo gibt es das sonst? Wir haben jetzt aber die Startaufstellung. Hesemanns neben Ulysse Delson, das ist Reihe 1. Und dahinter dann Jill Linster neben Paul Giuffreau. Jedoch haben wir gerade das gelbe Auto in der Startaufstellung nicht gesehen. Da gibt es technische Probleme, leider für Jill Linster. Deshalb wird er dieses Rennen nur aus der Box starten müssen. Also Jill Linster hier im Pack nicht dabei. Los geht es jetzt aber. Und Liam Hesemanns, der verteidigt seine Position. Übrigens, ganz interessant, Alberto Nasca muss von Platz 17 aus starten in der Startnummer 88 und der macht da gleich beim Start einige Positionen gut. Der möchte natürlich in Richtung Podium fahren in seinem Carl Racing Auto. Und er hat da noch ein weiteres Ziel, denn für die meisten Überholmanöver in einem Rennen der NASCAR Whelen News Series gibt es 4 Bonuspunkte. Wenn er da von Platz 17 aus bis nach vorne fährt, hat er gute Chancen, diese 4 Bonuspunkte zu holen. Und die wären ganz, ganz wichtig im Kampf um die Meisterschaft hier in der Euro NASCAR 2 zwischen Liam Hesemanns und Alberto Nasca. Nasca wird auch nach diesem Rennwochenende ganz sicher auf Platz 1 der Meisterschaft liegen. Das liegt an den Streichresultaten, die wir haben. Aber die Lücke zwischen Hesemanns und Nasca, die wird kleiner werden, sollte der Niederländer hier vorne im Toyota Camry von Hendricks Motorsport wieder eine gute Leistung zeigen. Bisher alles sehr geordnet hier in diesem Rennen. Da haben wir Alberto Nasca schon, der klopft da schon an den Top 10 an. Also der hat da schon so viele Positionen gut gemacht. Alberto Nasca, der in seiner Rookie-Saison sehr gute Chancen hat, den Titel zu holen. Klar, es wird eine ganz enge Geschichte zwischen ihm und Liam Hesemanns, aber Nasca hat bisher 5 Rennen gewonnen, also das ist ein Garant für Erfolge, dieser Kerl, und der versucht da jetzt hier an Jewgen Sokolowski vorbeizukommen. Das ist das blaue Auto, das wir jetzt hier auf der rechten Seite sehen. Der Ukrainer, der in Düsseldorf lebt, in Deutschland, verliert da eine Position. Damit ist Nasca jetzt schon 10. Und jetzt versucht er sich Leonardo Colavita zurechtzulegen. In der 47 Colavita, der war vergangenes Jahr der jüngste Fahrer überhaupt in der NASCAR Whelen News Series mit 16 Jahren und ein paar Tagen. Hat er einen neuen Rekord aufgestellt, der junge Italiener.
Während wir jetzt hier Paul Giffrot sehen gegen Tuomas Pöntinen aus Finnland, also Frankreich gegen Finnland hier im Duell. Und dann haben wir die Startnummer 7 dahinter. Das ist das blau-gelbe Auto, das jetzt hier so ein bisschen angreift. Das ist Martin Dubek, der aktuelle Euro-NASCAR 2 Champion, der noch irgendwie versuchen wird, seinen Euro-NASCAR 2 Titel zu verteidigen. Aber das wird eine ganz schwierige Aufgabe beim Finale, da noch an NASCAR und an Liam Hesemanns vorbeizukommen. Da haben wir Alberto Nasca und der ist dran an Paul Giffrot. Also das ging verdammt schnell. Der fährt schon in Richtung Top 5 hier. Also unglaubliche Leistung vom Cal Racing Piloten, von Alberto Nasca. Und Martin Dubek muss hier den Notausgang nehmen in der Startnummer 7. Und damit verliert der Tscheche viele Positionen. Nasca greift jetzt hier nach der Position von Paul Giffrot. Damit wäre er jetzt schon 7. Klappt es denn über die Außenbahn? Ja, das sieht sehr gut aus. Stark gemacht von Alberto Nasca. Neuer 7. Dann auf der 8. Position Paul Giffrot und dahinter dann der Japaner Kenko Miura. An der Spitze nichts Neues, da haben wir weiterhin Liam Hesemanns auf der 1. Position und das ist der Kampf um die 3. Position. Also, Tuomas Pöntinen versucht an Ulysse Delson vorbeizugehen. Criss-Cross-Manöver, da versucht er sich jetzt irgendwie neben das Auto von RDV Competition zu setzen. Der Team Blekemolen-Fahrer bzw. Ice Boys-Fahrer, das ist die finnische Division im Team der Niederländer, im Team von Sebastian und Michael Blekemolen. Den Bruder bzw. den Sohn von Michael Blekemolen, Jeroen Blekemolen, den wird der ein oder andere sicher kennen. Der ist als Werksfahrer in verschiedenen GT-Serien schon an den Start gegangen. Der fährt IMSA, der fährt viele verschiedene Sportwagen und Langstreckenrennen. Auch der hat mal damit geliebäugelt, hier eines Tages einen Start in der NASCAR Whelen US Series abzuleisten. Bisher hat es aus terminlichen Gründen noch nicht geklappt. Alberto Nasca ist dran an Christian Malczarek. Da geht es um die 5. Position. Also die 4 Bonuspunkte, die sollte Alberto Nasca ganz sicher einheimsen hier in diesem Rennen. Und da ist er schon innen dran. Ganz einfaches Überholmanöver. Nasca geht an Malczarek vorbei. Und damit ist der Italiener neuer 5. hier. Und auf dem Weg, die 4 Bonuspunkte zu holen. Hier haben wir Claudio Capelli auf der 2. Position. Massiv unter Druck von Tuomas Pöntinen, der da an Ulysse Delson vorbeigegangen ist. Jetzt geht es um die 2. Position und Pöntinen, das ist einer, den sehe ich auch in sehr naher Zukunft mal in der Victory Lane. Der ist so schnell unterwegs. In Vallelunga hätte es eigentlich schon gereicht für den Sieg, hätte er gewusst, dass Liam Hesemanns an der Spitze eine 10-Sekunden-Strafe gehabt hätte. Der ist aber vorne weggefahren und Pöntinen wusste nichts von der Strafe. Deshalb hat er da dann nicht mehr voll gepusht, sondern hat versucht, diesen 2. Platz einfach zu managen. Dadurch ist er dann knapp 11, noch was Sekunden hinter Hesemanns ins Ziel gefahren und hat dadurch den Sieg ganz knapp verpasst. Er sagte selbst, hätte ich gewusst, dass Hesemanns eine Strafe gehabt hätte, hätte ich diesen Sieg ganz locker holen können, weil innerhalb von 10 Sekunden zu bleiben, das hätte kein Problem dargestellt. Pöntinen sehr aggressiv hier unterwegs gegen Claudio Capelli. Das ist der Italiener mit einem sehr langen Rauschebart. Schon über 40 Jahre alt. Capelli fährt in der Legend Trophy, aber auch in der Rookie Trophy. Also der kämpft da gleich um 2 wichtige Pokale, der Italiener in der Startnummer 18. Er teilt sich das Auto mit dem Schweizer Giorgio Maggi, der in der Euro-NASCAR Pro startet. Aber Capelli fährt auch für MK1 Racing in der Euro-NASCAR Pro, dann aber in der Startnummer 16. Auch ganz interessant. Sind wir onboard bei Tuomas Pöntinen in der 23. Jetzt versucht er sich da in der Schikane den Capelli zurechtzulegen. Der bekommt auch eine Menge Schwung hier auf der Kuppe nach oben. Jetzt geht es in Richtung Villeneuve-Schikane wieder runter und Pöntinen ist damit neuer 2. Capelli 3. Dann auf der 4 Ulysse Delson und hinten dran schon Alberto Nasca auf der 5. Position. Der schaut sich das Ganze jetzt aber mit ein bisschen Sicherheitsabstand an. Während wir hier Hesemann sehen, der ins Ziel kommt. Die Checkered Flag ist bereits draußen, auch wenn wir rechts da die grüne Flagge sehen. Das liegt daran, dass ein Auto links am Bildschirmrand gestrandet ist. Aber Hesemanns gewinnt vor Pöntinen, Capelli, Delson und Nasca, der keine Attacke mehr gefahren ist, weil er das große Ganze im Blick hatte. Er sagte, ich habe mit den Bonuspunkten mehr Zähler gesammelt als Platz 2. Deshalb bin ich kein Risiko mehr eingegangen. Und das hier ist der perfekte Sweep für Liam Hesemanns, der dieses Rennen gewonnen hat. Und er sagt, es könnte kein besseres Rennwochenende geben. Wir haben beide Rennen gewonnen. Das Team hat großartige Arbeit geleistet. Am Ende war ich über 8 Sekunden vorne. Also das heißt, das Team hat großartige Arbeit geleistet, mir ein tolles Auto zur Verfügung gestellt. Ich bin einfach nur super glücklich.
Hier haben wir das Podium mit Pöntinen und auch Claudio Capelli. Da haben wir den bärtigen Italiener mal gesehen. Hesemanns gewinnt auch die Rookie Trophy vor Pöntinen und Capelli, also das gleiche Podium. In der Legend Trophy gewinnt Capelli vor De Groot und Miura. Und dann haben wir natürlich noch die Ladies mit Lully del Castello auf 1, Cassoli auf 2 und Leutnegger aus Österreich auf 3. Das war's mit der NASCAR Whelen Euro Series aus Belgien vom Circuit Solda. Das große Finale, das findet am 29. und 30. Oktober auf dem Automotodrom Kropnik in Kroatien statt. Kleine Information, man kann die Rennen kostenlos auf dem YouTube-Kanal der NASCAR Whelen Euro Series verfolgen. Also reinschalten und dann ein Auge auf die 56 halten, auf Jill Lindster aus Luxemburg. In diesem Sinne, machen Sie's gut. Mein Name ist André Wiegold. Tschüss und bis zum nächsten Mal.